Ich sage nicht Individuum. Weil, nein, das bist du nicht. Schau deinen Chef. Er hat immer, egal was er hatte in seinem Tisch, er hat es weggeschmissen. So, geworfen. Und boah, Mensch, was für eine bescheuerte Person. Ja, aber wirklich. Und dann war eine Tag, ich immer lesen, positiv denken oder so, weil niemand, also alle 2 Wochen, das hat gewechselt, eine Person da. Ne? Alle 2 Wochen. Okay, ich öffne die Tür. Will bitte gut. Und ich war mit einem Kaffee. Ich war bei McDonald's vorher. Hi, guten Morgen, ich wollte mal einen Kaffee für dich geben. Ich komme in 5 Minuten, vielleicht kommst du nicht. Reaktion von dieser Mann. Fünf Minuten später. Also, möchtest du bitte in meinen Zimmer? Ja, bitte. Ja, bitte. Was kann ich für dich tun? Ja, bitte, ich brauche das und das und das. Und dann die andere Familie. Ne? Ja, gerne. Natürlich, ich komme gleich. 10 Minuten ist okay für dich, oder brauchst du vorher? Nein, das ist okay. 10 Minuten perfekt. Ja, gerne. Dreh, ich höre dazu. Aber das hier, du gewinnst immer. Egal was passiert. Oh, ich habe gedacht, ja, ich habe gedacht, ich habe mein Bestes gegeben. Aber natürlich, ich lerne besser. Ja? Ergebnis. Ein ehrliches Kompliment. Beflügelt. Aber ich habe alles in Englisch geschrieben, so dann das war alles gekommen. Weil eure beide Motivation austauschen positiv. Denkst du, dass ich jeden Tag hier in die Studio komme? Habe auch kein Problem, Privatproblem. Habe ich keine, die ganze Zeit bin ich so. Aber ich denke, Moment, alle arbeiten auch, alle haben auch etwas, die bezahlen, die wollten etwas Schönes hier in die Studio kommen, Arbeit, weil sie sind dann total fertig. Arbeit. Die ganze Zeit ich motiviere, das ist Automotivation. Die ganze Zeit. Die ganze Minute, die ganze Sekunde. Das ist nicht, okay, ich bin motiviert. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Mein Leben ist eine Scheiße, wie du sagst. Mein Leben, ich finde keine Boyfriend oder einen Freund. Ich finde kein Geld. Geld ist kompliziert. Ich muss viel bezahlen. Mensch, du siehst nur dunkel. Die ganze Zeit ist dunkel. Du siehst gar nichts, das ist gut. Es ist gar nichts, das ist, bringst du in eine... Jeder braucht ein Benzin für Leben. Was ist euer Benzin für Leben? Was willst du? Was willst du für ein Leben, dass du sagst, okay, jetzt ich kämpfe dafür und ich mache es. Was? Alle selbst denken, natürlich, ich frage mich jetzt, dass alle sagen, aber diese Sache, das war ein schwerer Tag. Und die andere Tag, die Leute, die sind so, die stehen auf und so schon. Ja, ne? Scheiße, meine Chef. Scheiße, Kollegen. Scheiße, bla bla bla. Gott sei Dank habe ich einen Job. Wie viele Leute sind arbeitslos? Wie viele Leute in diesem Moment haben gar nichts auf dem Tisch zu essen? Und du kannst dahin gehen, du kannst dahin laufen, du siehst aber der Mensch, du kannst etwas für jemanden machen. Und du machst deinen Job sehr gut. Mein Sohn ist eine... Er hat gesagt, meine Zähne putzen da nur mit ihm. Ein Kind. So, du machst deinen Job gut. Jeden Tag natürlich, du findest nicht Leute, die sagen für dich
vor, du machst deinen Job gut. Du machst das jetzt total toll. Oder? Jeden Tag findest du. Nein. Das kommt nach, boah, du hast das nicht gemacht, ich will das noch nicht, wo liegt die Sache und bla 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 bla. Stopp. Aber es gibt Leute, die sind darauf für dich. Boah, du hast dich so schön. Nimm diese schöne heute und mach deinen Tag. Egal was passiert mir. Egal. Das ist ganz ernst. Leute sind seit 3 Monaten, ich habe mein Leben total geändert. Ich bin zufrieden. Ich habe das fokussiert. Ich habe so in einem Fokus momentan. Ich wollte meine Studie besser machen. Ich wollte besser für diese Mädels auch machen. Was kann ich besser machen? Hat jemand schon gefragt? So dein Kollege oder dein Freund oder Familie, was kann ich für dich besser machen? Hat schon jemand gefragt? Was kann ich wir sind Kollegen, kann ich etwas Schönes für dich machen? Kann ich besser sein für dich? Hat jemand das schon gefragt? Nee, ne? Du. Ich habe selber. Das ist toll. Ja? Ich habe Kollegen generell, die machen immer gerne gegenseitig. Das machen wir schon in der Firma. Und mach das. Weil wir gehen zum nächsten Thema, das ist ein Thema, das ist auch wichtig für uns. Ganz wichtig. Fokussiert. Aber fokussiert in die Sache, dass du willst. Und nicht in die Sache, dass du nicht willst. Ich war in Indien. Ich habe so viel Sachen erlebt, die Leute auf meinem Facebook haben das gelesen. Ich habe das gesagt, das kann das nicht wahr sein, dass das existiert hier. Ich habe gesagt, ich bringe mich nicht mit. Ich kann das nicht mehr. Weil mein Sohn hat da in Deutschland alles. Diese Kinder hier, ich habe Kinder so hier gesehen, in die Schule. Die Schule für die Leute, die haben Geld. Und diese Kinder da auf der Straße. Traum, das dahin zu gehen und auch lernen, auch spielen, Mensch zu sein. Wir haben alles hier. Alles hier in Europa, wir haben alles. Wir sind so blessed hier. So. Aber fokussiert in die Sache, dass du willst, nicht in die Sache, dass du nicht willst. Ich will einen Freund haben, aber ich will nicht, dass er mich betrügt. Dann kriegst du auf jeden Fall eine Betrügung die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Ich will nicht eine Freundin, die arm ist. Bekommst du an. Ich will nicht eine Freundin, die zu viel trinkt. Bekommst du an. Weil du automatisch dein Unterbewusstsein, du musst kontrolliert. Er hat keine Kontrolle. Er kann dich kontrollieren, so, wenn du so denkst. Ich will heute nicht einen schlechten Tag haben. Was kriegst du? Ein schlechter Tag. Heute stimmt sicher, dass ein guter Tag kommt. Ups, die Unterbewusstsein. Moment, was kommt jetzt? Ich will eine Freundin, das ist schön und macht alles für mich und putzt und bla bla bla. Als anderes, nein, dann fokussierst du nicht in den Negativ, aber in Positiv. Aber alle fokussieren in den negativen Sachen. Jeden, das ist normal, wir sind Menschen. Ja? Das hat auch ein bisschen mit Esoterik zu tun. Nein, ich bin nicht esoterisch und ich nicht. Hätte jetzt was gedacht. Nein. Das wollte ich vorher auch sagen. Diese Sache mit dem ich komme von dieser 3 Uni, das ich gemacht habe, eine war Physik. So, das ist alles zu tun mit der Metaphysik. So, diese positive Energie, negative Energie ist Physik pur. Pur Physik. Physik, ja, Physik. Aber zum Beispiel, du kommst hier, wir sind hier und dann fangen wir eine Party und alle sind so. Und so eine Party. Und du kommst hier, eine Party, eine Party. Ja, heute ist schon eine schlechte Tag gekriegt. Mein Mann hat mich verlassen. Das ist so ein Scheiß. Und du bist total in einer guten Stimmung. Bleibst du in dieser Party oder gehst du raus? Ich gehe sofort. So. Hast du gesehen? Was ist die Sache positiv und negativ? Ja. Nicht? Bestes Beispiel, ne? Wir sind fast fertig. Gott sei Dank,
körperliche und mentale Haltung. Er kann mich ein bisschen erklären, was bedeutet es. Das äußere Schulter. Ah? Das ist immer wieder. Wenn du mit hängenden Schultern irgendwann siehst, weißt du, scheiße, der kann ich auch nicht. Ich habe auch drei beste Freunde hier, in dieser 3 Typen hier. Ups. Oh, no! Kennst du den Typ? Intolerant. Leute, die sind intolerant. Leute, man kann das gar nichts sagen. Die sind dann nicht spielen, immer dagegen. Vergesst es. Wir sprechen mehr davon. Die zweite. Oh. Ja. Ich liebe ihn. Und der dritte. Der ist verheiratet. Ja. Kann jemand ein paar Worte für mich geben? Intolerant. Wer ist eine intolerante Person? Was macht diese intolerante Person? Das ist die Charakteristik von einer intoleranten Person. Der General gegen alle Randgruppen ist. Perfekt. Noch. Mehr? Ich glaube, der hat auch seine Meinung und nimmt keine andere an. Du musst keinen anderen verändern. Was noch? Arrogant. Nörgelt viel und gerne. Was? Negativ wäre das. Negativ. So. Das ist nur ein paar Sachen. Aber wir konnten hier ein Kilometer schreiben. Brauchen wir nicht. Der Glocken. Fühlt sich das Opfer die ganze Zeit. Traurig, ne? Keine einige Meinung. Er hat gesagt, ich kann das machen. Ich habe das gemacht. Bleibst in deiner Komfortzone. Wir sprechen über Komfortzone, das gerne Thema. Ich liebe es. Positiv und einladend. Ich liebe es hier. Tolerant, Teamplayer. Positiv. Wer wollte Arbeiter bleiben jetzt zu einer Person, die intolerant ist? Wenn ich zum Beispiel eine intolerante Lehrerin oder eine intolerante Person wollte ihr hier sein, aber ich bin sicher, dass alle arbeiten mit den Personen oder im Office, bestimmt im Büro, es gibt intolerante Personen, ne? Selber. Du? Absolut. Und wie ist ein Teamplayer? Ja, aber nur solange es benutzt. Ist so. Wenn du, so, dann, wir nehmen das nicht persönlich dann, wenn eine intolerante Person ist da, ich war eine intolerante Person. Ich habe gesagt, das heute, ich sage viel Geschichte. Ne? Ich habe auch gearbeitet in einem Krankenhaus, ich habe auch viel gemacht. Ne?
So, und natürlich war total intolerant. Ich habe dieser Scheiße hier gelernt. Ich war in der Intensivstation. 3 Monate war ich Chefin schon da. Ich habe dieser Scheiße hier gelernt. Ich. Und du kommst hier, du kannst gar nichts machen. Wie? Du sagst gar nichts. Und das mir war egal, wenn ich mehr zu den anderen Leuten und dieser Person so Scheiße gemacht habe. Ich war intolerant und viel. Wie kannst du diesen Schritt noch nicht machen? Das ist ein Scherz, oder? Und ich habe diese andere Person näher zu die ganze Gruppe eine Scheiße gemacht. Teamplay, die Leute haben, wir gehen essen, bitte sagen, ich muss sagen, dass wir gehen. Oder, wir gehen essen jetzt, ne? Die Leute von der Arbeit, ne? Wir gehen essen, also, ich habe keinen Hunger jetzt, ich war schon, ne? Weil niemand wollte. Wer wollte mit einer Person so bleiben, näher, Arbeit oder arbeiten muss, ne? Weil das schon da, wir müssen das nachmachen mit der Person. Aber wer wollte näher zu einer Person so sein? Ich nicht mehr, Gott sei Dank habe ich geändert. Das tut weh. Zu ändern tut weh. Das tut weh. Aber ich denke, dass wir sollten ein bisschen überlegen, wenn vielleicht ein bisschen flexibel zu sein, weil Intoleranz ist nicht flexibel, ne? Nein ist nein. Ja, ne? Nur auf die Erziehung. Ja, nein ist nein. Aber ich denke, was du denkst, ich das immer. Was macht er? Für sich seine Victim. Egal, ich habe das nicht gemacht. Ich wollte nur etwas gut machen. Immer da, ne? Kennst du Leute so? Ich kenne viele. Keine einige Meinung. Keine einige Meinung. Ja, wir gehen Urlaub und bla bla bla. Und dann, wo ist das? Wo eigentlich? Ich gehe auch. Venedig oder Portugal? Keine Ahnung. Porto, warte auf eine Antwort und die Person ist da, ne? Sag etwas. Seine andere Person. So, sagen wir so. So, das ist total neutral, er bleibt in deiner Komfortzone. Was ist deine Komfortzone? Gewohnte Umgebung, wo man sich sein Heim geschaffen hat, alles schön passt. Aha. So, ich wollte gerne zu dieser Richtung hier gehen. So positiv sein. Zu Ende meiner Komfortzone, weil für mich das war okay, wenn zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, das ganz näher, zum Beispiel Jochen, hat das für mich gemacht. Alles. Nein, ich habe gar nichts mehr für mich gedacht. Ja, nö, wir mussten das und da, aber Jochen macht das, ich weiß es nicht. Komfortzone, weil ich brauche nicht Arbeit machen. Er macht das für mich. In der Schule, ne, meine Mutter, ja, du solltest eine bessere Note haben und bla 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 bla. Aber dann für mich, ich musste eine Betreuung haben für Mathe, weil ich war schlecht in Mathe. Aber das für mich war eine super, nicht komfortabel. Eine Stunde mit dem Bus fahren, zu dieser Lehrerin, und das ist Scheiße. Wo bleiben wir die ganze Zeit? Weil das tut weh zu Ende. Aber einmal das nur als machen, aber das tut weh. Wer wollte wirklich Ende, das tut wirklich weh. Nein, ich wechsle nicht meinen Job, weil das für mich ist okay, ich verdiene ein paar Geld, ist egal. Die Leute sagen, ja, ist scheißegal. Komfortzone schon wieder. Ich wollte gerne besser tanzen. Aber niemand trainiert, ne? Kommt zu dem Unterricht, normalen Unterricht, aber ich wollte auf die Bühne tanzen, schön sein. Trainierst du ein bisschen mehr zu Hause? Hast du die Musik gehört? Hast du die Video gehört? Wir haben die ganze Jahr gemacht. Ja, ne? Weil das ist komfortabel, das ist der Komfort zu sagen, ich kann das nicht, das nächste Thema lässt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Weil das ist einfach. Ich kann das nicht. Das ist einfach. Super einfach. Das sind meine Sachen.
die sind weg. Echt, ne? Die Symbole? Ja. Muss da sein. Nein. Jetzt ist mir gefallen. Achso. So, ich habe noch ein Video natürlich. Ich habe das wirklich nicht gedacht, dass keine Motivationskurs nicht gemacht habe. Deshalb habe ich was anderes gemacht und nicht, was ich wirklich wollte. So, ich muss so langsam sein. Ja, das ist schön. So, es gibt eine Geschichte. Adler. Wer weiß über diese Geschichte von der Adler? Was? Adler, dieser Vogel. Welche Geschichte? Kennt keine Geschichte von der Adler, was Adler muss das machen zu Ende. Weil die Adler geht immer raus in die Komfortzone und die machen etwas für sich selbst. So, ich muss weiter die Sachen in Englisch. Adler ist halt die einzige Vogel und der einzige Tier, wenn die Nähe weil die kann das nicht mehr greifen, essen oder so, die muss eine Entscheidung treffen. Oder sie lässt das und lässt einfach. Ich mal kurz erklären. Ja, bitte. Ich glaube im Alter von 40 ungefähr, ne? Ja. Das ist richtig. Also im Alter von 40, ich wusste das auch nicht, es ist so, dass einfach beim Adler alles verschlissen ist. Der Schnabel ist verschlissen, die Nägel, die Kragen sind sozusagen verschlissen, das heißt, der würde jetzt sterben. Was der dann macht, das kann man hier sehen, ist, dass er auf einen sehr hohen Berg flieht sozusagen oder sich zurückzieht, wo er eben nicht gefährdet ist, weil es einfach sehr hoch und sehr abgeschieden ist. Und dann fängt er an, seine eigenen Krallen quasi auszureißen.